Rojbash Barezan. Hallo, mein Name ist Saya Ahmad. Ich bin Bezirksvorsteherin in Wien-Alsergrund. Für alle, die diese Begrifflichkeiten nicht kennen, ich bin die Bürgermeisterin eines Bezirks in Wien, hier in Österreich. Ich freue mich sehr, dass ich zumindest virtuell bei der Eröffnungskonferenz der Föderation Kurdischer Frauen dabei sein kann. Und ich hoffe, es ist nicht die letzte Konferenz, denn das nächste Mal bin ich sicher live dabei. Ich möchte mich zuallererst ganz herzlich bedanken bei Faisal Younes und ihrem gesamten Team, die diese Konferenz auch organisiert haben, die ganz besonders wichtig ist, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir alle mehrfach Krisen erleben. Hier in Europa brauche ich, glaube ich, niemandem sagen, welche Krisen wir hier gemeinsam durchstehen müssen, aber auch gleichzeitig erleben wir, was in Kurdistan derzeit passiert, und zwar in allen Teilen Kurdistans. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist es so wichtig, dass wir hier Allianzen schmieden, dass wir hier Bündnispartnerinnen sind, wenn es darum geht, was sind unsere Bedürfnisse als Frauen, als kurdische Frauen, und wie können wir gute Lobbyarbeit für unsere Anliegen machen, wie können wir unseren Anliegen Gehör verschaffen. Denn ich bin wirklich überzeugt, wenn wir es nicht miteinander und füreinander machen, es macht sonst niemand für uns. Deswegen finde ich es großartig, dass es diese Konferenz gibt. Ich wünsche Ihnen und euch allen eine spannende Konferenz, interessante Einblicke und einen guten Austausch und viel Netzwerken. Jinjian Azadi, Zor Spas. Ich beglückwünsche euch von Herzen zur Gründung der Föderation von kurdischen Frauen in Europa. Wir erleben gerade viele Krisen weltweit, die kurdisches Menschenleben betreffen, sei es die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien, sei es die Iran-Revolution oder die rassistischen Anschläge im Herzen Europas in Paris. Aber wir leben auch in Zeiten, wo kurdisches Menschenleben nicht mehr gesilenced werden kann. Wir leben in Zeiten, wo der Slogan Jinjian Azadi aus der kurdischen Freiheitsbewegung für einen universalistischen Ausspruch von Frauenleben Freiheit geworden ist. Und das haben wir dem Mut von kurdischen Frauen zu verdanken, von denen ich mich persönlich überzeugen durfte, als ich 2014 zur Chronistin des Völkermords an meiner eigenen Religionsgemeinschaft wurde. Und ich werde nie in meinem Leben die Begegnung vergessen mit den kurdischen Widerstandskämpferinnen, die gegen die Daesh-Mörderbanden gekämpft haben, die ich in Şingal getroffen habe und die ich bis heute bewundere, weil sie mich so inspiriert haben. Weltweit und für den mittleren Nahen Osten gilt, kurdische Stimmen vereinen die Menschen im Kampf um Selbstbestimmung. Als Frau, als Jesidin, als Kurdin weiß ich, dass die Unterdrückung der Kurdin nicht losgelöst von unserer Identität zu verstehen ist. Ich weiß aber auch um die Kraft und den Widerstand, und wir sind immer noch da. Und trotzdem müssen wir über die strukturelle Benachteiligung von kurdischem Menschenleben sprechen, gerade weil wir territorial auf viele Länder aufgeteilt sind. Und wir müssen die Gleichberechtigung herstellen, die Rechte von jedwedem Menschenleben in den Vordergrund steht. Es geht nicht nur um die Freiheit und Selbstbestimmung von kurdischem Menschenleben, es geht um alle. Denn wir sind nur frei, wenn alle frei sind. Ich gratuliere euch aus vollem Herzen, dass ihr die Interessen von kurdischen Stimmen europaweit bündeln wollt und vorangeht in dem Geist von Jinjian Azadi. Und ich schicke euch herzliche Glückwünsche. Ich wünschte, ich wäre heute persönlich anwesend. Das ist mir leider nicht möglich, weil der Einsatz für Jinjian Azadi gerade weltweit gefragt ist. Aber wisst, dass die Gründung unserer Menschenrechtsorganisation auf der Asche des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft uns jeden Tag daran erinnert, wer für uns da war und wer weggesehen hat. Und in diesem Sinne solidarische Grüße an euch, und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen.